9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kids Days! Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem 4. Tag von diesen Kids Days. So, Team, in weniger als 5 Minuten starten wir unseren Rückflug zu der Erde. Nehmt euch Platz ein, dann kann ich am Kontrollzentrum grünes Licht geben. Gut. Wow. Ich kann es kaum erwarten, wieder so ein richtig gutes Raclette zu essen. Mit so richtig viel Käse. Und vor allem richtig gutem Käse. Seit wann hast du gern Käse? Also, eigentlich finde ich Käse richtig grusig. Aber ich werde eben von ihm gesponsert. Das neue Emmy Café Cookies and Cream. Jetzt erhältlich im Coop. Hey, kaum zu glauben, was wir in den letzten paar Tagen erleben haben. Wir waren ja noch komplett im Trainingsprozess, wo die Not drauf eingegangen ist. Dann hat uns der Alexander als Elite-Team zusammengestellt, zur Mission Last Man Standing anzutreten. Und nicht nur dich, sondern auch noch deine Forschungsarbeiten sicher auf die Erde zurückzubringen. Ja. Und dann der Flug zum Mond und erst noch der Erdaufgang. Ja. Und die ganze Anspannung gestern, ob wir auch wirklich alles retten können wegen dieser Katastrophe. Und jetzt sitzen wir da, ready zum Heimfliegen. Kai, seit wann so sentimental? Das passt ja gar nicht zu deinem Image als absolut coolster Astronaut. Was werden nur deine Fans von dir denken? Lift. Okay. Lift. Jetzt geht's los. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Janine an die Zentrale. Der Start hat gut funktioniert. Die Rakete ist auf Kurs. Gute Arbeit, Team. Ich freue mich, euch schon bald auf der Erde zu begrüßen. Also, auch wenn jetzt nicht alles ganz nach Plan gelaufen ist, wir haben die Mission erfolgreich abschließen. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass deine Forschungsergebnisse das erzielen, was du dir erhofft hast. Ja. Und sonst schiessen wir dich gerade mit der nächsten Rakete wieder auf den Mond. Nicht? Nein, echt nicht. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen zu früh. Ja, aber komm. Team, wir haben ein ernsthaftes Problem. Im hinteren Teil der Rakete ist ein Luftventil beschädigt. Was? Es strömt unkontrolliert Sauerstoff in die Rakete. Nein. Was? Aber wie kann das sein? Also, bei der Größe der Beschädigung und dem Druck, der momentan auf der Kapsel herrscht, haben wir in ein paar Minuten keinen Sauerstoff mehr. Oh nein, was machen wir? Also, was machen wir jetzt? Also, nein, das funktioniert echt nicht. Jetzt das eine Mal, wo Alina etwas Positives zu sagen hat, passiert eine Katastrophe. Ey, das ist doch nicht fair. Was soll jetzt das wieder heißen? Ja, aber es ist doch... Okay, stopp. Bevor wir da wieder in einer Kindergartendiskussion enden, wir haben keine Zeit für das. Alina, wäre es nicht möglich, den Sauerstoff in einen anderen Kanal umzuleiten und so den Sauerstoffzufuhr von dort zu trennen? Ja, aber das würde ja heißen, dass wir einen viel größeren Druck auf die anderen Düsen haben. Ja, das ist wahr. Ja, wir müssen einen Druckausgleich machen. Ja, also auch laut System, wir müssen einen Druckausgleich bekommen. Ja, also das sollte funktionieren. Kai, was würde sich da am besten eignen? Ja, das ist schon ein kritisches Unterfangen. Aber ich glaube, wenn wir als Team zusammenarbeiten, so wie wir es gestern gelernt haben, könnten wir es schaffen.
wenn ich und der Team das Ventil abklemmen, die Alina den Sauerstoff umleitet und Janine im Programm das Okay gibt, könnte es klappen. Also los. Los, komm. Ab auf Position. Rein. Alle ready? Ja. Hast du Ready? es da? Ja. In dem Fall Ready. in 3, 2, 1. Es hat nicht funktioniert. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Das wär's jetzt noch. was machen wir Jetzt jetzt? sind wir so weit gekommen. Und auf der Heimreise versagen wir. Ich habe wirklich gedacht, wenn wir alle zusammen arbeiten und jeder sein Bestes drin gibt, dass wir es dann schaffen können. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, wir müssen den Alexander kontaktieren. Ja. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Janine an die Zentrale. Janine, was gibt's? Aus unkontrollierbaren Gründen hat sich ein Sauerstoffventil gelöst, ist beschädigt, wir wissen es nicht. Und es strömt Sauerstoff jetzt in unsere ganze Rakete. Wir haben bald keinen Sauerstoff mehr, wir haben probiert, den Sauerstoff umzuleiten, aber es funktioniert nicht. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Ich bin stolz, habt ihr als Team versucht. Aber ich verstehe nicht, warum ihr nicht von Anfang an mich involviert habt. Der Alarm ist bei mir nämlich schon vor mehreren Minuten eingegangen. Ich habe gehofft, ihr meldet euch. Euer Ansatz war absolut richtig. Jeder von euch soll nochmal die gleiche Position einnehmen. Und Janine, sobald ihr ready sind, startet euer Server neu. In dem Moment könnt ihr es umleiten und das System wird die Änderung annehmen. Alle parat? Ja. Wir sind ready. Der Server ist jetzt am neu starten. Ihr habt grünes Licht. Die Umleitung hat funktioniert. Gut gemacht. Ihr habt es bald geschafft. Wie freue ich mich, dich wieder auf der Erde zu sehen. Ich freue mich auch wieder da zu sein. Team, ich bin so mega stolz auf euch. Mission Last Man Standing war ein voller Erfolg. Jetzt ist der Moment für euch im Raum. Geniessen es. Ich bin überzeugt, die Journalisten und die Öffentlichkeit kann kaum warten, zu erfahren, wie es euch im Weltraum ergangen ist. Meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen durfte ich Ihnen berichten vom Start der Rettungsaktion Last Man Standing, wo unsere 3 äußerst qualifizierten Astronauten ihre Reise angetreten sind, um ihren Teamkollegen Tim Blumer zu retten. Wir alle haben es gehofft, aber niemand hat so wirklich an es Gelingen geglaubt. Und doch versammeln wir uns jetzt hier. In wenigen Minuten werden unsere Astronauten zu uns kommen, die vor kurzem mit der Rakete unversehrt wieder auf der Erde gelandet sind. Es schweben brennende Fragen im Raum. Werden wir jetzt endlich erfahren, was denn eigentlich am Team seine Mission war? Und vor allem, wie unsere 3 Astronauten die Rettungsaktion so erlebt haben? Geschätzte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, sind Sie an die Pressekonferenz gekommen.
Ich bin unglaublich erfreut, dass wir unsere 4 Helden wieder gesund haben können auf der Erde begrüßen. Liebe Presse, sie stehen euch jetzt zur Verfügung für eure Fragen. Tim, was genau war dein Auftrag und wie ist es zu dem Notfall gekommen? Also die genauen Details kann ich leider nicht preisgeben. Aber Folgendes kann ich euch erzählen. Ich war auf dem Mond, um Gesteinproben zu sammeln. Dass wir den Ernteertrag maximieren für Getreide hier bei uns. Aber leider hat es eine Explosion gegeben. Und der ganze Treibstoff und mein Essensvorrat ist einfach kaputt gegangen. Und ich konnte nicht mehr zurück auf die Erde kommen. Vielen Dank für Ihre Antwort. Kai, was ist dein Highlight von dieser Mission? Wie fühlt es sich an, als Held zurück auf dieser Erde zu sein? Ja, wissen Sie, wo sollte man da schon anfangen? Aber ja, ganz lügen kann man es nicht. Es war schon genial gewesen. Vor allem, wo wir das Training umsetzen und endlich sehen, wie weit man gekommen ist. Also, könnte ich meinem 7-jährigen Ich zeigen, wo ich jetzt stehe. Ich glaube, ich würde vor Stolz platzen. Danke. Alina, kannst du uns ein Beispiel geben, wo euer Härtetraining euch für die Mission vorbereitet hat und wo es vielleicht auch einmal nichts genützt hat? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, alles, was mit Berechnungen und so Unterhalt zu tun hat, haben wir unseren Plan genauso umsetzen und unser Training auch 1:1 umsetzen. Aber natürlich, man ist nie, egal wie fest man trainiert, man ist nie wirklich auf einen Notfall vorbereitet. Aber trotzdem hat unser Training uns mega geholfen, dass wir dann in der Situation richtig reagieren können. Super, danke. Janine, du hast das Team angeleitet. Du musst doch vor Stolz fast platzen, so gut wie das gelaufen ist. Ja, neben Streitschlichten zwischen 2 Kindern und verpassten Schullektionen nachholen, bin ich sehr stolz auf was wir geleistet haben. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Lob und Ehre, die gebührt natürlich auch ganz am Alexander. Ich glaube, da würde mir mein Team auch zustimmen, wenn ich sage, ohne ihn wären wir jetzt nicht da. Er hat das Team zusammengestellt, er hat unser Training koordiniert, aber vor allem ist er 24 Stunden, Tag für Tag parat gewesen. Wenn wir Fragen hatten, wenn wir nicht weiter gewusst haben, wir haben ihn immer anfunken. Und jetzt auch gerade beim Heimfliegen hat es wirklich einen Notfall gegeben. Und ich würde sagen, nur dank dem Alexander ist er so gut rausgekommen. Danke. Danke vielmals. Die Pressekonferenz wäre somit beendet. Also, wir wollen euch nicht stören oder aufhalten, aber könnt ihr mir vielleicht noch ein Autogramm haben? Könnt ihr auf meine Raketen unterschreiben, bitte? Für den Adi. Liebst du sie? Okay, ja, klar. Hey, so eine coole Rakete. Ganz cooles Bild. Es war die grösste, die ich posten konnte. Ich kann noch unterschreiben. Ja. Tim, bitte, kannst du auch noch? Natürlich. Tim. Ja. Janine. Da natürlich auch noch. Ja, danke. Die ist nicht cool. Da, die Stift. Oh, die! Oh. Wir würden euch gerne noch etwas zeigen. Und zwar haben wir so einen Astronautenclip erfunden. Also, wir haben den ganz lang geübt. Komm dann. Astronaut, Mars, Jupiter, Mond, startet Mission. 3, 2, 1. Hey, super. Wow. Wow. Also, wir könnten sonst noch schnell mit euch üben. Wenn wir es langsam vormachen einmal. Ja, Also- morgen vielleicht. Ja. Aber also, super, dann zeigen wir gerade den anderen Astronauten, oder? Ja. Hast du gerade gezeigt? Aber dürften wir vielleicht noch ein Selfie machen mit euch? Ja, logisch. Sagt alle Emmy! So herzlich. Team, ihr habt die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ihr habt nicht nur euren Auftrag hervorragend gelöst, sondern ihr habt auch gelernt, was der Wert von Teamarbeit bedeutet. Behaltet den Wert bei. Nicht immer muss man alles allein machen. Manchmal ist es gut, wenn man seine Stärke mit der Stärke der anderen verbindet. Und es wird einem viel einfacher fallen, die Aufgaben zu lösen. Helft einander, freut euch am Erfolg der Kollegen. Wenn ihr das umsetzt in eurem Leben,
dann wird euch alles zum Guten dienen. Auch wenn es vielleicht manchmal in der eigenen Karriere nicht gerade so gut läuft. Danke. Danke. Es ist schon schön, wieder zurückzuziehen, oder? Was ein Tag. Jetzt genießen wir unseren Feierabend. Ist der Boden unter den Füßen? Wie ich das vermisst habe. Schon schön. So. Schön. Danke. Hey, Danke. perfekt. Danke vielmals. Freunde, auf euch. Das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ja, tschüss. Ohne euch wäre ich noch auf dem Mond oben und wäre immer noch gestrandet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn ich noch dort gewesen wäre. So ganz allein auf dem Mond oben. Auf was war da? Cheers! Cheers! Cheers. Hey, was eine unglaubliche Erfahrung das doch war. Hey ja, der Blick auf die Sterne und auf den Mond kommt ganz eine andere Bedeutung über. Was für ein unglaublicher Gott wir doch haben. Hey, Martina, schau mal, ich habe das coole Telefon von den Astronauten bekommen. So gut, dass du das dabei hast, Josh. Wer weiß, vielleicht wird uns das ja auch noch irgendwie helfen. Aber wo hast du eigentlich den Rest vom Koffer lassen? Also, du willst nicht nur das Telefon, du willst den ganzen Koffer. Klar, es ist ja schließlich ein Erste-Hilfe-Koffer. Da will ich schon mal schauen, was dort alles drin ist. Das ist doch etwas mega Praktisches. Ja, aber er ist mega schwer. Also, okay, für das bräuchte ich ein bisschen Hilfe. Timon, willst du mir schnell helfen? Kennt ihr auch so einen Moment, wo ihr in eurem Alltag schon mal Hilfe gebraucht habt? Mir sind da ehrlich gesagt schon ein paar so Sachen in den Sinn gekommen, wo es mir gerade letztens ähnlich gegangen ist wie am Josh. Wir hatten Besuch zu Hause und ich hätte den Tisch vom Balkon in die Stube hineintragen. Und der war auch ziemlich schwer. Ich war sehr froh, dass mir jemand geholfen hat, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und vor ein paar wenigen Tagen haben wir auch bei uns zu Hause eine lustige Situation gehabt. Eine von meinen Mitbewohnerinnen war auf dem WC und genau in dem Moment war die WC-Rolle leer. Normalerweise haben wir ja eine Ersatzrolle im Kästchen, aber an diesem Tag leider nicht. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass sie auch sehr froh war, dass sie jemanden von uns um Hilfe fragen konnte, der im anderen Bad noch eine WC-Rolle holen konnte. Und ich denke, euch ist sicher auch schon die eine oder andere Situation in den Sinn gekommen, wo ihr schon mal froh sind um Hilfe. Aber manchmal gibt es vielleicht auch so Situationen im Leben, wo man irgendwie das Gefühl hat, es kann einem niemand so richtig helfen, oder? Hey ja, und die gibt es wirklich. Vielleicht sind deine Freunde oder deine Familie mal nicht umeinander, die dir helfen können. Und dann ist eine grosse Frage da. Wer ist dann noch da, der dir und mir helfen kann? Und die gleiche Frage hat sich schon jemand vor vielen Jahren gestellt. Und das lesen wir in der Bibel. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121. Oder vielleicht in unseren Kids Days Wörtern: Ich schaue in das große Universum, zu all diesen schönen Sternen, und ich brauche Hilfe. Und meine Hilfe kommt von meinem Gott, dem Schöpfer von allem Leben. Und in diesem Gebet sucht der Mensch offensichtlich Hilfe. Er lässt seinen Blick schweifen und er findet die Hilfe bei seinem Gott. Und das ist eine Eigenschaft von Gott. Er liebt es, dir und mir zur Seite zu stehen, in den grossen und kleinen Schwierigkeiten von unserem Alltag. Und so dürfen auch wir unseren Blick an den Himmel oder jetzt da an die Decke richten, weil wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, der uns helfen will. Und so war es doch auch im Theater. Die Astronauten haben es versucht, allein zu arbeiten. Aber sie haben die Hilfe gebraucht von dem Alexander, vom Chef der Raumfahrtbehörde, der ihnen geholfen hat, auf einen sicheren Kurs wieder auf die Erde. Und ich glaube, Gott hat noch einiges mehr an Lager, wie nur so ein Telefon. Und darum haben wir ja den schweren Koffer dafür geschleppt. Und ich glaube, so einen Erste-Hilfe-Koffer
hilft uns in jeder Situation und jedem von uns, oder? Ich glaube schon auch. Aber Josh, irgendwie bin ich mir gar nicht so sicher, braucht denn jeder von uns so einen Erste-Hilfe-Koffer? Ich meine, bestimmt hat es da auch ein paar Leute drin, die Schwierigkeiten oder Probleme fast lieber alleine lösen. Ohne Hilfe müssen in Anspruch zu nehmen. Und ehrlich gesagt gehöre ich manchmal auch zu diesen Leuten. Irgendwie fühlt es sich ja schon noch gut an, wenn man etwas alleine schafft, oder? Irgendeinen Erfolg kann verzeichnen oder irgendetwas erreicht. Manchmal fällt es uns vielleicht auch schwer, um Hilfe zu fragen, weil wir die eigene Schwäche nicht zugeben möchten. Oder auch, weil wir niemandem zur Last fallen möchten. Und in dem sind uns Kinder so grosse Vorbilder. Immer wieder fällt mir auf, wie ganz selbstverständlich Kinder um Hilfe fragen und auch Hilfe annehmen. Und manchmal sogar fast ein bisschen hässig werden, wenn sie dann die Hilfe nicht bekommen. Ausser sie sind gerade in der Autonomiephase, wo sie alles allein machen wollen. Die gibt es natürlich auch. Damit sich Kinder weiterentwickeln und gesund aufwachsen können, brauchen sie immer mal wieder Hilfe und Unterstützung von außen. Und ehrlich gesagt geht es uns Erwachsenen ja eigentlich auch so. Hey, aber dann haben wir es doch. Wir brauchen den Koffer irgendwie. Und manchmal scheint der Gott ja weit weg zu sein, wenn wir daran denken, dass er das ganze Universum geschaffen hat. Aber wir dürfen wissen, dass wir einen Gott haben, der in unserem Alltag näher ist. Er ist da und er möchte uns helfen. Und ich glaube, jetzt wollen wir doch entdecken miteinander, was der Gott alles so zu bieten hat, oder? Unbedingt. Lass uns schauen, was da drin ist. Ich nehme mal das erste raus. Ja. Also. Eine Glühbirne. Gott möchte uns manchmal helfen, indem er uns eine gute Idee oder einen hilfreichen Gedanken schenkt. Es gibt ja manchmal Situationen, wo wir selber nicht so recht weiter wissen. In diesem Moment möchte Gott uns zur Seite stehen, uns einen Gedanken schenken, der helfen kann oder vielleicht auch eine gute Idee. Und ich bin immer wieder sehr froh zu wissen, dass Gott so viel weiter sieht als ich und mir durch einen hilfreichen Gedanken kann weiterhelfen kann. Jetzt will ich aber auch mal etwas rausnehmen. Was hat es denn da noch so? Das sieht cool aus. Wow, eine riesige Sonnenbrille. Oft definieren wir uns darüber, oder ich verwünsche mich manchmal zumindest dabei, dass ich mich über das definiere, was ich leiste, was ich erreiche, das, was ich geschafft habe. Vielleicht ist es nochmal ein CAS oder eine Weiterbildung, um das Karriereleiterli ein bisschen anzusteigen oder ein bisschen besser wie die anderen Mitarbeiter sind von der Firma. Vielleicht ist es aber auch, dass man die besseren Noten schreiben will, wie in der Schule. Oder die Lernziele in der Ausbildung zu erreichen. Oder vielleicht noch viel besser sein, wie alle Mitstiften. Und ihr merkt schnell, wenn das einfach so auf die Leistung definiert ist, dann ist das nicht mega gesund. Und ich glaube, Gott schenkt uns da so ein Korrektiv. Wenn ich die anlege, dann merke ich, ich darf auch einfach mal sein. Gott definiert uns nicht darüber, was wir alles schaffen, wie gut wir sind, sondern er hat einfach Freude an uns, so wie wir sind. Wir dürfen auch einfach mal sein bei Gott. Und wer weiß, vielleicht brauchst du auch wieder mal so einen kleinen Reminder. Dann möchte ich dich ermutigen, dir mal so eine Sonnenbrille mitzunehmen an den Arbeitsplatz oder in die Schule, dass du das ein bisschen merken darfst. Einfach auf den Bürotisch legen. Und das funktioniert also auch wenn sie nicht ganz so gross ist wie meine. Okay, ich nehme das Größte raus, was da drin ist. Oh, ein mega grosses Herz. Könntest du es mal heben, Josh? Manchmal hilft uns Gott auch einfach durch seine bedingungslose Liebe. Besonders dann, wenn wir vielleicht mal das Gefühl haben, irgendwo gehören wir nicht so richtig dazu. Oder vielleicht sogar ausgelacht werden. Oder irgendwo Ablehnung erfahren, dann ist Gott mit seiner bedingungslosen Liebe da. Die Liebe von Gott, die dürfen wir einfach in Anspruch nehmen. Wir müssen sie uns nicht einmal verdienen. Krass, oder? Es kann eine grosse Hilfe sein,
dieser Liebe von Gott zu begegnen. Weil wer sich geliebt fühlt, der kann auch anderen wieder Liebe weitergeben. Und für mich gibt es keinen besseren Ort, um die Liebe zu empfangen, als bei Gott. Gott möchte uns mit seiner Liebe beschenken. Und das hilft uns, dass wir uns angenommen und wertgeschätzt fühlen, vielleicht gerade auch dort, wo wir in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Schule oder vielleicht auch in der eigenen Familie nicht die gewünschte Wertschätzung bekommen. Ich gebe dir das Tag einmal wieder. Dann möchte ich mal nochmal schauen, was es da sonst noch so in dem Koffer hat. Ein grosses Pflasterli. Ich arbeite noch oft im Garten und dann ist so ein Pflasterli echt eine gute Hilfe. Weil ich schneide mir oft im Finger oder verletze mich und dann blühe ich. Und so ein Pflasterli hilft mir, dass die Wunde viel schneller verheilt. Und das lässt uns dankbar werden. Unser Gesundheitssystem in der Schweiz ist mega, mega gut. Und nebst dem kann Gott eben auch übernatürlich heilen. Ich habe das selber schon mehrmals erleben. Wir haben mal ein Kind in der Jungschule gehabt, das war mega auf Nüsse allergisch gewesen. Und wir haben für das Kind mal an einem Nachmittag gebetet und gesagt, hey mal, wir beten jetzt für das, dass Gott vielleicht da ein Wunder tut. Das Kind dann nachher gar Nüsse essen, weil es gesagt hat, mal, ich glaube, ich bin gesund geworden. Wir haben dann das nochmal abklären lassen mit einem Arztbesuch, aber tatsächlich, das Kind hat seit dem Tag oder dem Test dürfen bis heute wieder Nüsse essen. Mega cool. Und manchmal ist es Gott eben vielleicht auch sogar wichtiger oder gleich wichtig, dass es unserem Inneren gut geht, unserer Seele und unserem Herz. Und so kommt Gott auf verschiedene Art und Weise uns immer wieder zur Hilfe und möchte uns an verschiedenen Orten heilen. Und jetzt haben wir schon das Letzte in unserem Koffer. Das ist recht klein. Es ist nämlich ein Freundschaftsbändeli. Manchmal möchte Gott uns auch einfach ganz praktisch helfen, indem er uns Menschen auf dieser Erde zur Seite stellt. Das können gute Freunde sein oder auch die Familie. Solche Herzensmenschen, die sind für uns da und gehen mit uns auch mal vielleicht durch eine schwierige Zeit. Und mit Freunden macht einfach auch alles viel mehr Spass, oder? Überleg dir mal, vielleicht bist auch du so ein Herzensmensch für jemand anderes, wo Gottes Hilfe widerspiegelt und so ein Stückchen Himmel auf die Erde bringt. Ja, und jetzt haben wir all die vielen Sachen in dem Erste-Hilfe-Koffer entdecken. Und ich liebe Gott ganz besonders, dass er uns seine Hilfe einfach so zur Verfügung stellt, ohne dass wir irgendetwas für das tun müssen. Gottes Hilfe ist definitiv die beste Hilfe, die wir uns vorstellen können. Auch wenn sie manchmal ganz anders aussieht, als wir uns das vielleicht manchmal vorstellen würden. Manchmal hat man doch so ganz einen konkreten Wunsch, wie das denn jetzt der Gott einem helfen sollte. Ich habe aber in meinem Leben schon oft erlebt, dass die Hilfe manchmal ganz anders aussieht. Es wäre ja irgendwie schon noch praktisch, oder? Wenn man einfach jederzeit könnte so den Telefonhörer in die Hand nehmen, schnell mit Gott telefonieren und er einem dann genau sagen, was man zu tun hat. Ob man jetzt hier diesen Weg wählen soll oder den. Und ja, ich glaube, Gott möchte uns auch durch seine Stimme helfen. Aber manchmal ist es am anderen Ende dieser Leitung auch ziemlich ruhig. Und ich glaube, in solchen Momenten sieht Gottes Hilfe manchmal ganz anders aus. Wer weiß, vielleicht möchte er in so einem Moment, wo es ruhig ist, am anderen Ende der Leitung, mir gar nicht sagen, was ich jetzt machen muss, sondern er möchte mir vielleicht seine Annahme schenken oder einen übernatürlichen Frieden. Ich möchte mich nochmal ganz neu nach Gottes Hilfe ausstrecken und mich überraschen lassen, wie dass er mir in den einzelnen Situationen begegnet. Hey ja, und so bleibt noch die Frage an euch. Vielleicht hast du den Koffer schon länger nicht mehr gesehen in deinem Zuhause. Vielleicht ist er verstaubt im Keller, irgendwo in einem Regal. Vielleicht hast du ihn auch gar nicht erst mitgezügelt vom letzten Zügeln. Wir möchten dich ermutigen, den Koffer wieder vorzunehmen. Die Hilfe von Gott in Anspruch zu nehmen. Du musst den Koffer auch nicht abstauben. Du kannst ihn einfach brauchen.
Und wer weiß, vielleicht weißt du jetzt in dem Moment sogar schon an einem Ort, wo du eigentlich ganz gut Hilfe könntest brauchen. Vielleicht sitzt jetzt du da auch drin und du merkst, hey doch, so einen Erste-Hilfe-Koffer, den hast du. Und du hast die Hilfe von Gott auch schon dürfen erleben. Wer weiß, mit was echt dein Koffer so gefüllt ist? Bestimmt sieht jeder Erste-Hilfe-Koffer wieder ein bisschen anders aus. Und das ist auch gut so. Ich möchte dich ermutigen, dein Herz nochmal aufzumachen. Dir einzugestehen, wo das es vielleicht Momente gibt, wo du eigentlich mega froh wärst um die Hilfe. Und dann Gottes Hilfe in deinem Tag nochmal ganz neu zu entdecken. Und wer weiß, vielleicht ist etwas aus deinem Koffer ja sogar hilfreich für jemand anderes. Und ich glaube ganz fest, dass es da innen auch Leute hat, die haben so einen Koffer gar nicht daheim. Oder die haben ihn noch nie geöffnet. Also die Hilfe von dem Gott noch nicht in Anspruch genommen. Dann möchten wir euch auch ermutigen. Es gibt im Fall nichts Besseres, als die grossartige und vielseitige Hilfe von unserem Gott in Anspruch zu nehmen. Und wir erinnern uns an den Vers. Ich schaue auf in das Universum, zu diesen Sternen, und ich brauche Hilfe. Die Hilfe kommt von meinem Gott, dem Schöpfer von allem Leben. Und die Hilfe darf im Fall jeden in Anspruch nehmen, egal wie klein oder gross du bist, wo du geboren bist, wo du wohnst. Es ist ganz einfach. Du kannst dich dieser Hilfe ausstrecken und den Gott einladen. Es gibt da einen Gott und der möchte dir helfen. Du kannst einfach deine Augen ins Universum oder da an die Decke richten und Gott und seine Hilfe in dein Leben einladen. Wie schön, dass wir einen Gott haben, der uns helfen will. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, und so danken wir dir, dass wir durch dich die beste Hilfe für unser Leben dürfen haben. Du siehst, wo dass wir schon angewiesen sind auf deine Ideen, auf deine Liebe, auf deine Annahme oder auf deine Heilung. Und so strecken wir uns aus nach dir. Wir beten, dass du in unser Leben einkommst und zeigst, wie dass du hilfst. Danke, dass du jeden Moment kennst, dort wo wir auch selber es vielleicht manchmal schwierig finden, um Hilfe zu fragen. Du bist da und du möchtest uns helfen. Danke für das. Amen.